Hallo miteinander und herzlich willkommen zur heutigen Panoramasendung, moderiert aus Thun. Wir schauen uns folgende Themen ein bisschen genauer an. Neue Regeln für Wohnmobil in der Gemeinde Spiez und verschiedenste Einblicke ins allerletzte Open Air. Immer mehr Wohnmobiltouristen sind in der Schweiz unterwegs. Das grosse Problem dabei? Die Parkplatzsituation. Dort davon betroffen ist auch die Gemeinde Spiez, wobei Wohnmobiltouristen jederzeit willkommen seien. Die Spiezer Gemeinderätin Pia Hutzli erläutert im Gespräch mit meinem Kollegen Ben Abeckler, welche neuen Regeln denn jetzt überhaupt gelten. Seit Corona haben wir eine grosse Zunahme von Übernachtenden hier in der Gemeinde auf den öffentlichen Parkplätzen. Was vorher vereinzelt war, ist zu einer Schwierigkeit geworden oder einer Belastung, dass einfach auf gewissen Parkplätzen sehr viele Fahrzeuge gestellt wurden und der Durchgang, die Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden. Das heisst eigentlich auf gut Deutsch, man hat irgendwann fast ein Problem bekommen. Ja, wir haben aufgrund eben von der Sicherheit und auch Littering und so weiter haben wir ein Problem bekommen und müssen schauen, wie wir das neu regeln. Die neue Regelung die sieht jetzt vor, dass man Parkplätze hat, bewirtschaftete, wo man offiziell übernachten darf, gegen eine Endgebühr. Ja, wir haben Parkfelder oder Parkplätze, die empfohlen werden in der Gemeinde, aber wir haben auch gewisse Parkplätze, wo jetzt ein Verbot gestellt wird, eben gerade aus Sicherheitsgründen. Für die Campierenden, dass man das richtig versteht, sie sind in der Gemeinde Spiez aber willkommen. Ja, sie sind willkommen, die Campierenden, aber sie können nicht mehr einfach überall ihr Fahrzeug stellen, für zu übernachten. Und es wird auch eine Gebühr verlangt, also eine Parkgebühr. Und wenn man jetzt ein bisschen in die Zukunft schaut, die Gemeinde Spiez ist ja auch schon auf der Suche nach einem Stellplatz und es gibt ja schon einen, der ein bisschen weiter weg ist. Genau. Wir suchen einen Stellplatz in der Gemeinde Spiez, damit wir die Fahrzeuge dort herlenken können. Aber es ist so, dass etwa 10 Minuten von Spiez bei der Niesenbahn ein Parkplatz zur Verfügung steht für Übernachtende als offiziellen Stellplatz. Vom linken Thuner Seeufer jetzt ab in die Höhe auf über 2000 Meter Obermeer. Dort hat letztes Wochenende, nämlich das 25. und das letzte Open Air stattgefunden. Zum Abschluss hat der Oberländer Mundartstar, der Göla, der Berg noch mal so richtig zum Beben gebracht. Wie er auf die unglaubliche Erfolgsgeschichte zurückblickt, hat er meinem Kollegen Gabriel Jordi verraten. Was bedeutet das Open Air für dich? Ja, es ist etwas, was von mir aus gesehen Geschichte ist eingegangen von der Schweizer Musikszene. Ich meine, Urs Kessler hat da Sachen hergebretscht, sei es von den Bahnen bis zu diesen Konzerten. Das ist unbeschreiblich und da muss ja dankbar sein, jetzt als Musiker und Bands. Oder? Die müssen ja auch irgendwie leben und müssen irgendwie Auftrittsmöglichkeiten haben. Und er hat natürlich etwas hergestellt, das man jetzt 25 Jahre lang hat profitieren durfte. Schweizer Musikszene her. Oder? Was waren deine besten Momente hier oben? Ja, es hat viele Highlights gegeben. Also, erst mal hat es sehr viele Leute gegeben. Ich staune wieder, dass überhaupt jemand kommt wegen mir. Und nachher ist die Sonne zwischendurch vorgekommen. Und ich glaube, die Leute haben eine geile Party gehabt, ob es schon so ein bisschen Scheisswetter war. Du hast es vorhin angesprochen, der Urs Kessler hat das 25 Jahre lang organisiert. Ihr seid befreundet. Wenn du ihm irgendetwas möchtest mitgeben nach diesen 25 Jahren, was würdest du ihm sagen? Chapeau. Ich kenne nicht viele Menschen. Ich habe gerne Menschen, ja, die so sind wie er, die Utopien haben, die sagen, das will ich erreichen, das Ziel setzen wir. Und es dann auch schaffen. Die Träume haben viel, aber das Verwirklichen tun die wenigsten. Wie hast du diesen Tag heute erlebt? Ja, aber nicht als wäre es der letzte. Das heisst? Sonst hätte ich noch viel blöder. Ein guter Kollege vom Göla ist übrigens der Gründer vom Open Air,
der Urs Kessler, seines Zeichens Geschäftsführer der Jungfraubahnen. Bevor die letzten Klänge auf dem Männlichen am Wochenende verstummt sind und vielleicht die ein oder andere Träne verdrückt worden ist, hat mein Kollege der Gabriel Jordi mit dem Mr. Snopen Air über verschiedenste Highlights der letzten 25 Jahre geredet. Urs, ich möchte damit anfangen. Heute tritt der Gölle auf. Der hat ein ganz bekanntes Lied. «Keine Tränen mehr». Jetzt Hand aufs Herz, wo du gestern Abend ins Bett bist. Hast du Tränen verdrückt? Nein, ich habe keine Tränen verdrückt, weil ich nicht gewusst, wie es heute geht. Es war schon gestern sehr anspruchsvoll. Wegen dem Wind und ist natürlich auch heute Morgen. Aber wir haben im 6. gesehen, dass der Wind bei 40 km ist. Und das war natürlich eine grosse Erleichterung, dass wir es heute durchführen können. Die Tränen die kommt dann vielleicht heute Abend nach dem Konzert vom Gölle. Du hast es angesprochen, 25 Jahre, extrem lange Zeit, viele schöne Erlebnisse. Wenn du so die 3 schönsten müsstest rauspicken, welche waren das für dich? Ja, ich denke, das ist immer noch das Erste, das Open Air. Und ein ganz einfaches Verhältnis. Es ist immer mir manchmal, wenn ich sehe, wie die Bühne dann ausgesehen hat, wie wir dann noch alles gemacht haben, sehr handgelismet. Und natürlich ein zweites tolles Erlebnis war DJ Bobo 2003, der das erste Mal richtig abgegangen ist auf der Bühne. Und natürlich das Folgejahr 2004 mit dem Brian Adams, der noch Skifahren. Wie sieht dein Tag heute aus? Mein Tag sieht heute aus eigentlich das letzte Konzert. Wir haben Schweizer Bands, da ist es immer viel einfacher als internationale Stars oder manchmal auch Divas. Und dann kann man es sicher auch genießen. Für mich geht es eigentlich darum, heute auch das Konzert ein bisschen zu genießen und einfach ganz locker zu sein. Und ich freue mich drauf. Wir nehmen der Gölle und du nach dem Konzert noch einen zusammen. Das kann durchaus passieren. Wir haben ja vor dem Konzert, also das heisst aber bevor wir den Vertrag machen, das ist zwischen dem Gölle und mir immer Handschlagqualität. Dann wird sicher gut gegessen, gutes Stück Fleisch und natürlich auch gut getrunken. Und dann freuen wir uns auch wieder, wenn wir es heute sicher nach dem Konzert noch sehen. Vom Mr. Snopen Air jetzt zur Miss Snopen Air. Bei Romana Vogrüniger ist das Musikspektakel im Berner Oberland nämlich seit 25 Jahren fixer Bestandteil. Keine einzige Ausgabe hat sie verpasst. Dabei war sie natürlich auch bei Dernier letztes Wochenende und hat meiner Kollegin, der Dennis Jakob, noch das eine oder andere Geschichtli erzählt. Es fühlt sich extrem gut an, weil heute ist noch mein Geburtstag. Und wir Bestager sind voll dabei. Beim letzten Snopen Air. Danke vielmals, Herr Kessler. Du musst noch ein bisschen erzählen, wenn du so zurückschaust, die letzten 25 Jahre. Wie ist es jetzt, heute hier zu sein? Es ist ein bisschen traurig, das Ganze, weil es das Letzte ist. Und es war immer schön. Ich war Stammgast vom Snopen Air. Ich habe eine Wohnung in Wengen. Und darum die Kulisse, das Panorama hat einfach überzeugt. Und endlich ein Festival im Winter. Bravo! Das gibt's, ist gut. Auf was freust du dich heute und morgen am meisten? Ich freue mich sehr auf Simply Red, die gerade läuft hinten dran. Die spielen für mich ganz allein, nein, für alle zusammen. Und das war für mich das Größte. Gotthard war gut und morgen noch der Gölle. Dann gehen wir jetzt noch ein bisschen tanzen. Ja, auf jeden Fall, Dennis. Bist du dabei? Super! Und das ist auch schon wieder vor der heutigen Panoramasendung. Mehr Infos zu den einzelnen Themen und Artikeln gibt es wie immer auf plattformj.ch oder auch in unserer App. Wie es mit dem Wetter weitergeht, ob Schneefall noch ein Thema ist oder ob der Frühling schon wieder anklopft, das verraten euch jetzt Kollegen vom Medien News. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern.
Ja, das Wetter auf der Plattform J, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie sind gut in die neue Woche reingestartet. Ja, in Sachen Wetter hat es da heute nicht viel auszusetzen gegeben. Ein ziemlich schöner Wochenstart gewesen. Aber eben nur mit einem Zwischenhoch, und das hebt halt nicht so lange an. Es erreicht uns bereits langsam wieder ein bisschen feuchtere Luft. Wir haben hier Tiefdruckzonen über Westeuropa, die in den nächsten Tagen unser Wetter bestimmt. Wir sind aber im Norden gegenüber dem Süden doch ein bisschen Wetter begünstigt. Morgen am Dienstagvormittag ist wechselnd bewölkt bei uns in der Region mit sonnigen Abschnitt. Temperaturen morgen so um die 2 bis 4 Grad. Und wir sehen, es ändert sich am Nachmittag kaum etwas. Auch hier wechselt sich Sonne und Wolken ab. Es gibt nicht mehr ganz so viel Sonne wie heute, ist aber auf jeden Fall immer noch ein freundlicher und frühlingshafter Tag mit Temperaturen um die 16 Grad. Hier im Haslital ein stürmischer Föhn da bis zu 17 oder 18 Grad möglich. Am Mittwoch dann zuerst grau und nass, am Nachmittag eine Wetterbesserung, der Donnerstag veränderlich, dann beiden Tage so um die 9 bis 12 Grad, Schnee aber etwa 800 bis 1300 Meter. Der Freitag dann recht sonnig bei 18 Grad und wir sehen es über das Osterwochenende hinein veränderlich bewölkt. Sieht nicht so leid aus und vor allem wird es relativ warm. Das waren, meine Damen und Herren, vom Wetter hier auf der Plattform J an diesem Montag. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.